Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, es ist schon angeklungen, man kann ja wirklich nicht behaupten, dass wir gerade einen besonders spannenden Wahlkampf erleben. Also ich würde sogar noch ein bisschen zuspitzen. Ein Glück, dass es die Linke gibt, weil sonst könnte man die Wahl doch glatt ausfallen lassen. Also bei dem einerlei, was die anderen uns so anbieten. Da ist auf der einen Seite Frau Merkel und der Lobbyistenclub FDP, da weiß man natürlich, wofür sie stehen. Aber was ist auf der anderen Seite? Da steht eine SPD mit einem Kanzlerkandidaten Steinbrück, der uns bis heute erzählt, wie toll die Agenda 2010 war. Der also unter sozialdemokratischer Politik offensichtlich versteht, dass man Beschäftigte zu Niedriglöhnern degradiert, dass man Rentnerinnen und Rentnern die Rente kürzt und dass man Arbeitslose drangsaliert. Na bitteschön, das kann Frau Merkel auch. Also dafür braucht man keine SPD, das ist doch keine Alternative. Und wer dieser Politik die rote Karte zeigen will, der kann eigentlich wirklich nur die Linke wählen. Wir sind die rote Karte für diese etablierte Politik, für diese falsche Politik. Es ist ja auch unglaublich, da erzählen Sie uns immer alle, die Agenda 2010 sei die Grundlage für das Jobwunder in Deutschland. Was ist das für ein Jobwunder? Irgendwie, wenn man durchs Land reist und mit den Leuten redet, man trifft ganz wenige, die irgendwie mal Bekanntschaft mit diesem Jobwunder gemacht haben. Das ist irgendwie mehr so wie das Ungeheuer von Loch Ness, alle reden davon und keiner sieht es irgendwie. Was ist denn der Kern dieses Jobwunders? Ja, der Kern ist, dass auf einem Arbeitsplatz, von dem mal ein Mensch auskömmlich leben konnte, heute entweder 3 Minijobber, 2 unfreiwillig Teilzeitbeschäftigte oder ein Leiharbeiter sitzen, die allesamt von diesem Arbeitsplatz nicht mehr leben können. Aber da sage ich und da sagen wir, die Linke, das ist kein Jobwunder, das ist Manchester-Kapitalismus und übelste Ausbeutung. Und die politischen Weichenstellungen, die das möglich gemacht haben, die müssen endlich zurückgenommen werden. Und wenn die SPD das irgendwann mal mitmachen möchte, dann machen wir es gern mit ihr zusammen, das zurückzunehmen, was sie selber mit der Agenda 2010 angerichtet hat. Weil der Kleinsparer, der heute ein Sparbuch hat, und dort sein Geld anspart, mit solchen Mickerzinsen abgespeist wird, dass ihm noch nicht mal der Inflationsausgleich gewährt wird. Das heißt, sein Erspartes schmilzt im Grunde. Währenddessen steigen die Vermögen der Millionäre und Multimillionäre in diesem Land seit Jahren um 8 bis 10% jährlich. Und die Banken prognostizieren, das wird auch so bleiben. Und ich glaube, die Banken haben recht. Oder ich fürchte, die Banken haben recht. 8 bis 10% plus bei den Vermögen der Millionäre und Multimillionäre. Ja, Sie können sich alle vorstellen, oder ihr könnt euch alle vorstellen, was los wäre in diesem Land, wenn eine Gewerkschaft sich auf die Fahne schreiben würde, wir kämpfen für 8 bis 10% mehr Lohn in unserer Branche jedes Jahr. Da würde doch von Spiegel bis FAZ, würden sie doch alle schreien, um Gottes Willen, wie unrealistisch, wie realitätsfremd ist diese Gewerkschaft, das sei doch unfinanzierbar, 8 bis 10% mehr Lohn zu zahlen. Interessant ist, welche Zeitung schreibt, es ist unfinanzierbar, dass die Millionäre und Multimillionäre jedes Jahr 8% oder 10% mehr Vermögen haben. Wer regt sich darüber auf? Und nun muss man leider auch sagen, es ist nicht unfinanzierbar, dass die Vermögen der Reichsten derart steigen. Nein, es ist wirklich nicht unfinanzierbar. Es ist finanzierbar, weil es die Bevölkerung dieses Landes mit Einschnitten in ihrem Lebensstandard finanziert, mit schlechteren Löhnen, mit schlechten Renten, mit magerer Bildung, mit schlechter Gesundheitsversorgung. Damit finanzieren finanziert die Bevölkerung dieses Landes, dass die oberen 10.000 ihr Vermögen in derartiger Quote jedes Jahr vermehren können. Und angesichts dessen hat die Linke eine ganz einfache Idee. Lass uns das mal umdrehen. Lass uns mal dafür sorgen, dass die oberen 10.000 mit ihrem Vermögen dazu beitragen, dass wir bessere Renten, eine bessere Bildung, eine bessere Gesundheitsversorgung in diesem Lande kriegen und deswegen Millionärssteuer jetzt. Wir müssen endlich die Vermögen der Millionäre und Multimillionäre ordentlich besteuern, damit wir das Geld haben für ordentlich ausgestattete Krankenhäuser, für mehr Lehrer, für bessere Universitäten. Dafür ist das Geld doch da oben stapelt sich, da liegt es und wir sagen, wir wollen es da holen und das wird eines der ersten Projekte sein, für das wir uns einsetzen. Millionärsteuer in Deutschland. In Deutschland ist ganz sicher nicht, dass es hier nicht genügend Geld gäbe. Das Problem ist, dass wir seit Jahren von Parteien regiert werden, die schlicht und ergreifend zu feige sind, das Geld da zu holen, wo es in riesigen Mengen liegt.
und die deshalb immer nur auf die Idee kommen, wenn sie sehen, ihre Schulden steigen, den kleinen Leuten in die Tasche zu greifen, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, die Stromsteuer, die Mineralölsteuer. Und da sagen wir, nein, wir wollen endlich mal da das Geld holen, wo es liegt und tatsächlich auch Erbschaften besteuern und Reiche besteuern. Und da ist dann auch genügend Geld vorhanden, da soll uns auch keiner erzählen, da wäre nicht genug da. Sie haben ja selber dazu gesorgt und Sie haben alle dazu beigetragen, mit Steuergeschenken für Reiche, dass die öffentlichen Haushalte, dass die Kommunen in diesem Land so schlecht ausgestattet sind, weil sie über 500 Milliarden verschleudert haben in den letzten Jahren, indem sie ihre Steuergeschenke rübergereicht haben, gerade an die, die es am wenigsten brauchten. Und das wollen wir zurücknehmen und dafür werden wir auch im nächsten Bundestag weiter kämpfen. Es gibt ja im Übrigen auch noch ein anderes Thema, was sehr, sehr deutlich zeigt, dass es Ihnen eigentlich gar nicht um die Reduzierung öffentlicher Schulden geht. Also das große Banner Schuldenbremse, was Sie immer vor sich hertragen und das große Thema, ja, was können wir alles nicht finanzieren? Angeblich alles, was die Linke fordert, sei ja schön, aber können wir alles nicht finanzieren. Ein Heizkostenzuschuss für arme Familien, hat Schwarz-Gelb entschieden, kann man nicht mehr finanzieren. Würde 200 Millionen im Jahr kosten, also so gut wie nichts. Kann man alles nicht finanzieren. Aber interessanterweise, wenn mal wieder ein marodes Bankhaus irgendwo anklopft und sagt, wir brauchen nicht 200 Millionen, sondern da geht es immer um Milliarden, weil wir doch Verluste gemacht haben, wir als Bank. Und wenn ihr uns als Steuerzahler nicht helft, dann müssten wir ja diese Verluste selber tragen. Also wo kommen wir denn da hin? Also bitteschön, reicht uns Schecks rüber. Da ist nie die Rede davon, das sei unfinanzierbar. Da wird der Scheck ausgestellt mit einer Großzügigkeit sondergleichen. Das haben wir ja damals auch in Deutschland erlebt bei der großen Bankenrettung. Und die ist übrigens auch besonders teuer gewesen, das weiß man ja heute auch, weil der damalige Finanzminister Peer Steinbrück auf die großartige Idee kam, das Gesetz zur Bankenrettung ausgerechnet von den Lobbykanzleien der Banker schreiben zu lassen. Ja, da wundert sich heute keiner mehr, dass das derart generös für die Bankenlobbys und derart ruinös für den Steuerzahler ausgefallen ist. 300 Milliarden mehr an Schulden haben wir infolge dieser Bankenrettung in Deutschland. 300 Milliarden mehr, da hat keiner gesagt, das können wir nicht finanzieren. Das wurde mal eben so gemacht. Und diese Bankenrettung hört ja nicht auf. Heute heißt das Ding nur anders. Heute heißt das nicht mehr Bankenrettung. Heute heißt das Euro-Rettung. Aber natürlich retten wir in Europa nicht den Euro. Und wir retten ganz eindeutig auch nicht die Menschen in den betroffenen Ländern, die Menschen in Griechenland, die Menschen in Spanien, die Menschen in Irland, die Menschen in Portugal. Denen geht es allen heute wesentlich schlechter als zu Beginn ihrer vermeintlichen Rettung. Und das ist auch kein Zufall, weil für die Menschen in diesen Ländern hat die Bundesregierung immer nur Kürzungsdiktate gehabt, hat sie immer nur gefordert, Renten runter, Mindestlohn runter, öffentliche Dienste privatisieren, querbeet. Und Bernd hat schon angesprochen, also ich hätte mir gewünscht, da wäre die SPD einmal unzuverlässig gewesen, aber nein, nibelungentreu hat sie immer für diese Kürzungsdiktate gestimmt. Aber während wir den Ländern Kürzungen diktiert haben, während wir damit sehenden Auges ein Wachstum an Arbeitslosigkeit und Armut in Kauf genommen haben in diesen Ländern, währenddessen haben wir gleichzeitig Milliarden angeblich von riesigen Hilfspaketen geschultert. Ja, wo sind die denn hingegangen? Gucken wir uns Griechenland an. Das kleine Land Griechenland, jährliche Wirtschaftsleistung 200 Milliarden. Dieses kleine Land hat 200 Milliarden an sogenannten Hilfsgeldern bekommen, also so viel, wie die Wirtschaft in einem Jahr produziert. Wenn das in das Land geflossen wäre, müssten die einen Investitionsboom haben, müssten die ein Wirtschaftswachstum haben, sondergleichen. Wir wissen alle, dass das nicht die Realität ist. Also wo ist das Geld hin? Auch darüber gibt die Bundesregierung bereitwillig Auskunft. Es sind tatsächlich 195 Milliarden. Von diesen 200 Milliarden Griechenland-Hilfen, in Anführungsstrichen, sind ausschließlich an die Finanzmafia geflossen. Das heißt an die Anleger griechischer Staatsanleihen, die dann hohe Zinsen ausgezahlt bekommen haben, deren Schulden, also deren Forderungen ausgeglichen wurden. Und es wurden allein 50 Milliarden dafür verwandt von unserem Steuergeld, um die griechischen Banken zu rekapitalisieren. Da gibt es zum Beispiel eine Bank, die heißt Eurobank. Die gehört dem griechischen Milliardär namens einer Milliardärsfamilie Latzis, die reichste Familie in ganz Griechenland. Und diese reichste Familie, deren Eurobank, hat 6 Milliarden Euro bekommen aus diesen Hilfsgeldern. 6 Milliarden Euro.
Ja, da soll mir doch keiner erzählen, der Euro wäre zusammengebrochen, wenn diese griechische Milliardärsfamilie einen Teil ihres Vermögens hätte abschreiben müssen, weil sie selber für die Verluste ihrer Bank hätte haften müssen. Da wäre doch nicht der Euro zusammengebrochen, sondern das wäre nur dringend an der Zeit gewesen, dass mal die Reichen in diesen Ländern, die Millionäre und Milliardäre für die Verluste und diese ganzen Probleme, die sie ja selber mit angerichtet haben, zur Haftung gezogen werden. Und deswegen finde ich es eine skandalöse Politik, zu sagen, wir haben Milliarden für Milliardäre, aber wir haben kein Geld für Renten, wir haben kein Geld für Bildung. Das kann doch nicht wahr sein.